So wie ich habe bekommen eine Sach-Messages in den letzten paar Wochen über Questions of Life Insurance Policies. Sei für Menschen, die haben Life Insurance, sei für Menschen, die seit klären für machen, wusste machen, Term Life Insurance, Whole Life Insurance. Und so auch ist du sei das Sach Opinions in der Neuße von ist Life Insurance ja gemacht, da wegzulegen Geld, ist Life Insurance nur ein Produkt für sich. Aber gewollt wird man der Schmies zu überschmissen der Neuße ein bisschen was verstehen, wo sie meint, Life Insurance versus Buy Term and Invest the Difference. Es meint das so. So du sag Menschen, wo sie legen heran Geld in Whole Life Insurance Policy. Sie fühlen, das ist die richtige Sache, was sie zu tun. Sie wollen es durchgetan, sie wollen einer sehr gesucht. Es ist kein Chilik, wo es der Neueste ist, wo sie halten das so. Und noch mit Menschen, wo wollten gewollt kicken ein bisschen, wieso sieht aus von mir, sie heranlegen Geld in eine Life Insurance Policy, wenn ich suche Life Insurance, meine ich zu suchen nach Whole Life, versus heranzulegen Geld nur als eine Term Insurance. Ich kaufe meine Term Insurance, das wird coveren meine Needs, und die übrige Geld will ich heranlegen in einen anderen Platz. Auf Englisch schrift man das um, Buy Term and Invest the Difference. Wieso sieht aus als eine Sache? So du sehr Sache Conversations über dem, aber ich würde es trauen zu bringen, du in ein paar Minuten maßbar sein, zu verstehen, the basic Neueste von dem, aber es ist Sache tiefer wie der Basic. Wir können herangehen in eine Sache noch in Juna, wo es jede Indien von dem, jede Kide kennt seine Schmies für sich, wo sich hofft, als wir das können einmal adressen, die alle anderen Nossen machen. Aber lassen wir reden koidem in general. In general ist das so. Lassen wir nehmen für eine Muschel auf 25-jährigen Gemannen. Das Sibbe für uns, ich nehme 25-jährigen Gemannen ist, weil Rauf Mool, wenn sie macht ja Sinn, sie machen Whole Life Insurance, ist es bei der älteren Ages, wenn man ist älter, in der Sache Menschen fragen mich, wenn man ist älter, kostet es auch mehr Geld. Ja, es ist immer so, es kostet auch mehr Geld. Und wenn die was gewähnen in derselbe financial situation bei age 25, wieso eine Sache Menschen sind bei 45, ich hoffe, die Geist sei mal zu sein, dann muss es eine Sache. Aber Rauf Menschen sind noch nicht in derselbe situation. Rauf Menschen, wenn man halten die jungen Juden, halt man noch beim Anfang an sich zu bauen. Man fängt an wegzulegen Geld, man fängt an zu bauen ein Business, man fängt an zu tun die richtigen Steps financially bei Eiser Hashem. So, Rauf Jiden sind noch nicht in derselbe situation. So, nicht das realisieren. Einer, wo sie sagen, Usher Ader, ein Millionär, er hat eine Chussam von allen Seiten, und er ist 25 Jahre alt, und er will auch weglegen, ein bisschen Geld in eine Whole Life Insurance Policy, machen eine Policy, das ist eine andere Sache. Aber ich rede nicht jetzt von dem. Ich rede jetzt, ein typischer Mann, er ist 25 Jahre alt, und lass mal sagen, er hat 10.000, 11.000 Dollar wegzulegen ein Jahr, 8.000 Dollar ein Chodesh, er will unheimlich zu tun, die richtige Sache, er will weglegen Geld, lass mal sagen, vergessen machen Kinder. Sein Dier hat er schon mit Sader gewähnt, oder hat er nicht jetzt echt einen Weg zu kicken auf dem. Jetzt kickt er auf eine Sache. Ich will weglegen Geld vergessen machen die Kinder. Kommt der Meiner sagen, mach eine Whole Life Insurance Policy. Macht Sens für ihn zu machen, die Whole Life Policy. Wo es geschehen, ob macht er eine Whole Life Policy, versus ob er mit dem Geld eine andere Sache. Er darf oben Life Insurance, bei dem kauft er Term Life Insurance. Das ist der Neueste, was uns gehen wir jetzt reden. So, lassen wir kommen nehmen ein paar Factors. In der Geist rein zu machen, sehr simpel. Wir machen grude Numbers, okay? Ich nehme ein grude Age von Age 25. Und lassen wir nehmen $1 Million Life Insurance. Was machen $1 Million Life Insurance? $1 Million Life Insurance ist genickt zu machen. Das ist der extra Neueste, was uns schon herumgerät. Und du kannst das so sehen, aber jetzt reden wir jetzt auf $1 Million Life Insurance. Und ob es 2 Millionen ist doppelt von was uns reden wir jetzt. Und ob es ist $500,000 ist halb von was uns reden wir jetzt. $1 Million ist eine gute Nummer, wo du kannst anytime es noch dem doppeln oder machen halb. So, jetzt gehen wir nehmen $1 Million Life Insurance. Und wie viel kostet zu machen ein Term Life Insurance von $1 Million? Für ein Age 25, assuming, als er ist gesinnt und stark und sie fehlt ihm gar nicht. So, ich habe gerannt ein bisschen die Numbers, weil ich bin reingekommen in die Schmies. Und ich habe gekickt auf eine Insurance Company, was ich einmal gehalten zu den Numbers von der Insurance Company. Ich gehe nicht der Mann an der Nummer von der Company, was echt nicht relevant. So, du Companies sind ein paar Dollar teurer, du Companies sind ein paar Dollar billiger. Ich will nur das Konzept so verstehen, das Konzept. Bei der Company, was ich habe gekickt, eines von den Major Life Insurance Companies, ein 25-jähriger Mann, für $1 Million Life Insurance für 20 Jahre. Das meint, dass du sollst dich protecten deine Family für 20 Jahre, von Age 25 bis Age 45, sollst du haben für $1 Million Life Insurance, kannst du Schule mal kalt zuhören, Leute wollen, nicht für dir, nicht für kein Schimmel, das kann nicht, soll deine Sprache bekommen $1 Million Life Insurance. Wie viel kostet das eine Sache? $560. Das meint, zust dich dann $560 ein Jahr, oder ein Chodesh dort, whatever, $40 wäre, und du weißt, dass du hast $1 Million Life Insurance. Jetzt, ob geist du machen eine Whole Life Insurance, wie viel geht dich kosten $1 Million die Whole Life Insurance?
In der Empfer ist $10,350. So, was ich try zu kicken jetzt ist, ob ich mache eine Whole Life Insurance von $10,350 ein Jahr, in Lammer suchen, ich gehe das bezahlen für die nächsten 20 Jahre. Ich weiß, dass du Policies, was wir können bezahlen, weniger wie 20 Jahre, wir können um extra schmissen von den alle Sachen, aber ich try zu machen eine Apples-to-Apples Comparison. Ob ich gehe bezahlen $10,350 ein Jahr, und ich darf oben Geld für Gassen machen Kinder, lassen wir sagen, und ich gehe davon oben, ich kann machen eine Schule von 15 Jahren, von 20 Jahren, von 25 Jahren. Oder von in-between, als Sachmule mitten. Weil ein Mann, wo es 25 Jahre, kann sein, er wird Chassana machen Kinder schon 15 Jahren, kann er Chassana machen Kinder auch 18 Jahren, auch 17 Jahren. So, er geht davon oben eine ganze Zeit Geld. Aber ich kann nicht machen, kann Comparison auf den Weg, weil ich liege als Mann, weil ich liege. Es sind wir über die Millionen Szenarios. So wegen dem gehe ich machen sehr simples Szenario. Ich gehe nehmen den Gemacht von 25 bis 45. Lass mir auf den kicken. So ob von age 25 bis age 45. Du wirst weglegen $10,350 ein Jahr und du darfst auch oben $1 Million Life Insurance. Von dem reden wir jetzt. So wo sind die Numbers? So ob gehst du nehmen $10,350 und du gehst es weglegen nach Life Insurance Policy, dann die Numbers so. Noch 20 Jahren geist du haben based auf der handige Dividends. Jetzt ich will das klar verstehen, was ich suche based auf der handige Dividends, weil in der letzten, ich meine 20 oder 30 Jahren sind bei auch Major Insurance Companies gegangen Dividends. So du hast was heißt der Guaranteed Cash Value. Ich will nicht reden von der Guaranteed Cash Value, ich sage, weil es ist eher eine kleine Nummer. Man muss umkommen zu der Dividend auch, ob der planst den machen Gassen von der Gassen machen von der Geld, müsst du umkommen zu Dividend ist auch gegangen. Aber ich rede im Best Case Szenario, es ist nicht Best Case Szenario, weil jeder hat gesagt, Dividend kann aufgehen auch. Und ich agree, Dividend kann aufgehen. Der Metzies hat wurde mis, der letzte 10 Jahren ist Dividend gegangen. Aber lassen wir nicht reden von dem based auf der handige Dividend, Geister noch 20 Jahre haben, $290,000. Okay, so noch einmal, das ist der angelegt $10,350 ein Jahr, als gehad $1 Million Life Insurance, es ist ein bisschen raufgegangen beim Mäschel der Zeit, nicht ganz sach, und der siehst dich 20 Jahre später mit $290,000. Okay, jetzt. Gib einen Kick auf einen Financial Calculator und lass mir ausrechnen, wo ist der Rate of Return von dem wir gewähnen. So, ob ich nehme einen Financial Calculator und ich lege an 3 Pieces of Information. Ein piece of Information ist, als ich habe angelegt jede Jahr $10,350. Und der andere Piece of Information ist, also ich habe $290,000 noch 20 Jahre. Das heißt, der dritte Piece of Information ist 20 Jahre. Beter der Financial Calculator soll mir sagen, wo ist der Rate of Return hat man Geld gehabt. Okay? So, wo ist der Empfer? Der Empfer ist 3.4% a Jahr. Also gemacht 3,5% auf das Geld, noch 20 Jahre, aber ich will das verstehen, das Szenario. Als jede Jahr herangelegt, wie als Seige, $10,350 für 20 Jahre. Ob das gestoppt damit, oder die Policy sich schon allein bezahlt, ist die Numbers nicht die richtige Numbers. Ich rede jetzt, ob das die Jahr bezahlt jede Jahr. So, du hast herangelegt ein Total von beirrig $200,000 und du hast $290,000. Okay? And by the way, so hat doch gedauert, gedei du sollst sagen, Break-Even, hat doch gedauert, dann sollst wissen, beirrig 14 oder 15 Jahre, hat du sollst hoben mehr, wie das da angelegt. Jetzt, wir kennen Designer Policies anders auch, als du sollst sagen, schneller Break-Even, es wird noch 9, 10, 11 Jahre, alles kann man tun. Aber ich rede jetzt in general, weil ich will machen ein Stück Comparison. Das ist, ob das gemacht hat, Policy. Jetzt, ich rede jetzt von den ersten 20 Jahren. Die ersten 20 Jahre, wo 20 Jahre rein, geist die, Mr. 25-jährigen Mann halten, mit neibischen Hilfe, mit einer Kasse machen Kinder. Okay? Hast du $290,000, hast du gehabt $1 Million die Life Insurance die ganze Zeit. Jetzt, wo es wollt, wenn gewähnt, wenn die kaufst, wenn Term Insurance sind fertig. Kaufst du Term Insurance. Eine Term Insurance haben wir geschmissen, darf sie kosten $560, weil du zahlst für die nächsten 20 Jahre. Jetzt kauf dem Call, ob die Geist kicken auf ein Term Insurance Premium von $560, darfst du auch realisieren, als der 10.350, wo das da angelegt, ist nicht echt 10.350, weil 560 von dem, was du, wenn angelegt, sei wie, ob du kaufst, wenn Term Insurance auch. So, lass mal kicken, wo sie gewinnt die Return auf das Geld, ob du was da angelegt, $10.350 minus $560. Wo das meint, $9.790. So, ich tausche den Effekt auf den Financial Calculator und ich sage ihm, $9.790
9790, okay? Und das macht der Return soll sein 3.9%, 3.949, okay? So beirrig 3.9%, als Stutz 3.4, fine, okay. So das ist ein Faktor, was ich habe. Jetzt lass mich sehen, was wollt wenn gewähnt? Ob wollte ich wenn genommen $9,790 und jetzt weggelegt, nehmen wir so ein Portfolio, wo es in der Long Term, lassen wir so, kann ich machen 8% auf es, kann ich machen mehr, kann ich machen weniger, so sein unter 4% ist sei nicht mehr stabil, so soll geschehen. So, wenn ich kicke auf dieselbe Sache und ich lege an 8% Return auf das Geld, und ich kicke, wie viel Geld sein mein Portfolio in 20 Jahre drin, ist $448,000, okay? Bei ehrlich $450,000, anstatt $290,000. Okay? So this is in general. Jetzt kommt einer sagen, aber du weißt, als 20 Jahre drin darfst du auch haben Insurance. Ich bin Maske, als 20 Jahre drin darfst du auch haben Insurance. Jetzt, ich kenne nicht die Situation jetzt, von 20 Jahre drin. Ich kann doch sagen 20 Jahre rein, wo es dann Situation ist geworden, aber jetzt kann ich dir nicht sagen, wo es geht an der Situation 20 Jahre rein. Aber lass mich painten ein Best-Case-Szenario. Es ist geworden eine größere Äußer, darfst nicht schoben das Geld von den Policies, und alles fuhrt am Chai aus, von wie sie Kassen machen, darfst nicht schoben das Geld, nicht von deinem Portfolio, nicht von deinen Policies, alles fuhrt am Chai. Jetzt, Tomer, das ist nicht die Situation, denn man meint es zu sagen, dass du darfst herausnehmen Geld von der Life Insurance Policy. Ob du darfst herausnehmen Geld von der Life Insurance Policy, ist da zwei Wege es zu tun. Oder zu surrendern die Policy, herausnehmen das ganze Geld, in gehen weiter mit das, in gehen Kassen machen die Kinder, wo das, weißt du, das als gemacht bei ehrlich 3,5% auf dein Geld. Okay? Zwischen 3,5 und 4% auf dein Geld. Im Best-Case-Szenario. Und oder, geht man da sagen, kannst gar nicht nehmen Loans. Kannst du herausnehmen Loans von der Policy. Jetzt, man kann auch herausnehmen Loans von der Policy. Das Problem ist, ich darf machen eine extra Schire, wieso die Loans von Policies arbeiten. But the problem mit Loans von Policies ist, als ob du bist in einer Situation, als die Hals mit der Kasse machen die Kinder, bist nicht in kein gute financial situation, bist nicht kein Gewirr, bist nicht kein balbatische Jid, wo sie titzig mit Geld in der Hause von wie zurückzulegen, Geistes können aufleben, geht geschehen, die Gäste haben zu nehmen Loans, und die Gäste haben zu tun Interest auf die Loans. Und zu du ein Risk, als ein Tag geht die Policy lebsen, und außerdem, wie mehr dein Lohn ist, als weniger ist der Life Insurance, was du hast, und die Geist dann busy mit dem, sie halten in einer anpacken kranke Geld, mein gitte Geld in einer kranke Platz. Weil einmal die Policy ist ungelohnt von Kopf bis Fies, und die kannst es nicht maintainen echt, ist es eine kranke Policy. Der einzigste Weg, wie so ein Lohn ist, ein gesinnter Platz zu nehmen von einer Life Insurance Policy, ist, ob du bist ein vermöglicher Mensch, und du nimmst es temporary. Und die Plan ist zurückzulegen. Lass uns sagen, jetzt ist Interest Rate sehr hoch, kaufst du Dieren, wirst du rausnehmen einen Lohn von deiner Policy, da sollst du schaffen, nehmen einen Mortgage von einer sehr riesigen Interest Rate, und Interest Rate zurückgerufen, wenn es wird sein, ein paar Jahre, wirst du es damit zurücklegen, als das Sache macht Sinn, das sag mal. Aber zu nehmen Lohns von Policies zu Kassen machen Kinder, und du hast nicht ganz Schimpplan, von wie du das können zurücklegen, das Geld, aber hierauf geht es nur ummessen, die Policy, und der runs der Risk, als ein Tag geht die Policy lebsen, und die Geist bekommen eine riesige Tenner in den Eifen der Policy, wo es die Geist davon zu noch mal so sagt Texas, als es noch mehr wie das der rausgenommen hat. Okay, so es macht nicht ganz Sinn, es zu tun auf der Weg. Okay, jetzt aber lassen wir ja kicken auf einen, auf eine mögliche 20 Jahre später, ist Meside, darf nicht das Geld, lass mir sehen, was wollt, wenn gewinnt. Fragst du jetzt, du habe ich eine Life Insurance Policy, lass mir sagen 20 Jahre rein, die Policy darfst du mir nicht bezahlen, hast $1 Million die Life Insurance, aber wusste ich weiter, ich kann nicht keine Life Insurance jetzt, wo soll ich weiter tun? Okay? So, lass mir geben, mal kick auf das Portfolio. Das Portfolio haben wir uns geschmissen, hast ein Portfolio von $450,000 und kein Life Insurance. Weil man geschmissen das nur gemacht hat, im Life Insurance. Okay, lass mir noch einmal geben, mal geben. Scenario 1. Ich habe gehabt Life Insurance 20 Jahre, von age 25 bis age 45. Ich habe gezahlt $560 ein Jahr. Und ich habe jetzt ein Portfolio von $450,000. Scenario 2, ich habe gezahlt $10,350 ein Jahr in einer Whole Life Policy. Für 20 Jahre habe ich es herangelegt. Und ich habe jetzt $290,000 dort, aber ich habe Life Insurance weiter. Scenario 1 bin ich geblieben ohne Life Insurance. Okay? So, die Schale ist, ob ich will jetzt oben noch 20 Jahre Life Insurance, wie viel wollte ich gedacht zu uns oben noch eine Term Insurance? Wer sucht doch gar qualifying für eine Term Insurance? Ich weiß das nicht. Und wegen dem ist eine gute Sache zu oben wie Convertible Term Insurance, als
ob Chas V'Shurem de qualifies nicht wegen gesinnt, oder solche Sachen, dass das gerne konverten. Aber lass mal sagen, die qualifies bis gesinnt nicht stark bei age 45, und die kannst du jetzt gerne machen noch einmal ihrem Life Insurance. Based auf handige Rates, geist du zu $1270 für den. So die geist zu $1270 für noch 20 Jahre. Wie viel ist $1270 a Jahr times 20? Ist $25,400, okay? So, als du sich so gar nicht machen complicated, lass mich es gar machen sehr simpel. Rein nehmen die $450,000 von deinem Portfolio und rein rupnehmen von dem $25,000. So habe ich $425,000. So, ich will jetzt sehen, ob ich nehme an $425,000 und ich lege es weg von noch 20 Jahren. Und anlegen kein Penny. Weil in meinem Whole Life Policy wollte ich schon nicht angelegt. Lege ich du auch schon nicht kein Penny. Ich nehme $425,000 und ich lege es weg für noch 20 Jahre. Wie viel wollte ich denn gehabt? So, ich gehe zu der Financial Calculator und ich suche ihm, also ich habe ein Present Value von $450,000. Ich lege mich daran, gut nicht, kein Penny nicht weiter. Ich kann weitermachen 8% auf mein Geld on average und für noch 20 Jahre. Das meint von age 45 bis age 65. So wie viel wollte ich gehabt 20 Jahre darin? Und der Empfer ist $2,100,000. $2.1 million, okay? So, du verstehst, wo du titzig? In meinem ersten Szenario, ja, ich wollte, wenn gewollt haben, meine Policy, ich wollte gewollt haben, Insurance auch bei age 45. Aber du, habe ich weiter Insurance, da ich lege an Geld weiter in Term Insurance. Mein Geld wächst mir weiter, und es kommt 20 Jahre später zu bei $2 Million. Wenn ich wollte, wenn geblieben in der Whole Life Situation, in der anderen Szenario, wo ich wollte, wenn noch 20 Jahre mehr nicht bezahlt kann Premium, wollte ich gehabt, eine Policy, mit beirrig, die Insurance wird darauf gegangen, es wird gewähnt beirrig 1.8 Million dollars, weil die Insurance halt in einer aufgegangen. Und mein Cash Value wird gewähnt beirrig $800,000. Du hab ich beirrig 2.1 Million dollars. Kennst du so rief man, dass du willst Dead Benefit, weil ob der Mensch nicht du hand, hat von wie zu nehmen $2 Million. Der Mensch hat 2.1 Million dollars. Kennst du so rief nach Cash Value, weil du kannst anytime herausnehmen Geld von dort. Jetzt, du weißt, wie viele Menschen wollen bei age 65 haben Life Insurance, a whole Life Insurance Policy? Ja, ich weiß. Weil die Test nicht der ist, haben du geschmiest, oder weil das nicht gewiss, oder weil das nicht gekannt. Aber ob das gekannt, hast du Life Insurance. Einer hat Real Estate Life Insurance, einer hat eine andere. Ja, willst du auch haben Life Insurance? Fein. An andere aber, das haben wie mehr Sachen. Aber deine Kid ist, Geld, die Numbers, darfst du verstehen, wie das arbeitet. Hast du Szenario 1 für Kaufen Term Insurance plus ein Weglegen der übrige Geld. Und du kickst auf dieselbe Sache versus Szenario 2 für Whole Life Insurance und du comparest das Apples to Apples und kannst nicht in Excel von dem. Kannst du runnen any Szenario, wo du willst, zu sehen, es macht Sinn für dich zu nicht. Und sehen, für dich, in deiner Situation macht es Sinn zu nicht. Again, ich habe gerade sehr in general du. Tomer, ich hoffe, wir tragen mehr in Detail suchen und ich will auch der Mann, ob einer will mehr, man soll kicken auf deine personal situation oder sehen, wieso ich kann dich helfen, zu klar werden in deiner situation, schick a text message mit der Number 1-845-572-1212 und kann dort auch texten, questions, wo es auf Ibe zu schmissen in der Programm bei Ezer Hashem.